Da sehen wir gar nichts von der Traun, gell? Also wenn man ich glaube, wenn man weitergeht, sieht man schon was. Okay. Ja, aber es sind noch viele Bäume. Ja doch, andere Richtung. Andere Richtung ist cooler. Ja, Gell? Ist cooler, oder? Ja. Ja, bei der Brücke fahren, gell? Die Brücke fahren wäre cool. Aber schau mal, da haben sie auch schon absperrt, Ding. Das war letztes Mal noch nicht, gell? Hi Andi, grüß dich. Schade ist eigentlich abgesperrt, oder? Schau, da hinten ist abgesperrt. Aber letztes Mal war nicht abgesperrt, gell? Da haben wir auf der Brücke noch gefilmt, gell? Ja, Wahnsinn. Ja, gehen wir in die andere Richtung, dann sehen wir was. Da sieht man nämlich alles breit. Ganz breit. Auf der anderen Seite kommen Bäume mit. Ja, aber letztes Mal war es schlimmer, gell? Die Traunsteiner Feuerwehr war gestern Nacht 100 Mal unterwegs im Berchtesgaden, 50 Einsätze. Heute Nachmittag war der Regen vorbei, jetzt ab 16 Uhr hat er wieder angefangen. Wenn man links am Ufer schaut, kann man so ein bisschen erkennen, wie hoch das Wasser heute Nacht war. Da sieht man, wie das runterdrückt ist. Und was ich immer ganz schrecklich finde, sind die Vögel, die wieder am Ufer warten. Weil die Traun hat normalerweise fast kein Wasser, das sind überall Sandbänke und so. Und jetzt warten die Vögel wieder, bis das Wasser weg ist. Ich weiß nicht, ob die jetzt da Nester haben. Grüß dich, servus. Wir gehen mal gerade ein bisschen spazieren, schauen, was die Traun macht. Das Hochwasser soll jetzt wieder steigen. Es fängt jetzt wieder zum Regnen an. Die Schneefallgrenze geht wieder nach oben. Das heißt, der Schnee taut jetzt in den Bergen komplett und fließt dann noch rein ins Wasser. Von Österreich, Tschechei kämen ja auch die ganzen Wassermassen. Jetzt haben wir uns gedacht, jetzt gehen wir ein bisschen live. Ricardo, sag mal Handyzeit. Sag mal Ricardo, hi. Ah, Ricardo. Scheiß Wetter. Also das Wasser war da schon ziemlich hoch. Jetzt gehen wir mal vor zur Unterführung, da kann man eigentlich unten durchlaufen. Bin gespannt, ob man gesperrt ist. Also wenn ihr wollt, könnt ihr ein bisschen mit. Also noch schaut es gut aus, aber da erkennt ihr es vielleicht. Oder hier, wie hoch das Wasser schon war. Da ist alles niedergedrückt. Da hinten auch. Aber noch alles im grünen Bereich. Jetzt haben wir letzte Woche noch Klimaanlage gebraucht. Und jetzt frieren wir, gell? Scheiße. Also da auch alles unter Wasser. Wie gesagt, die Traun hat normalerweise ganz wenig Wasser. Ja, gestern gell, war das schon richtig hoch. Aber gestern haben wir es leider nicht rausgeschafft. Gestern waren wir zu faul. Aber ich schätze mal, spätestens morgen ist es wieder so hoch. Reinfallen mir die trotzdem nicht, gell? Jonas, ich bin 13. Wenn ich das mit 14 ja schon kann. Genauso kann ich das mit 14 mit Fahrrad fahren. Ja, der fließt schon ganz schön schnell. Also Reinfallen mehr die da ehrlich gesagt nicht.
wieder schwimmen gehe. Ihr seht es am Himmel schon wieder, überall Regenwolken. Ich will ranzoomen. Aber Jonas hat einen Regenschirm dabei, gell? Ja, sei froh. Also wenn es uns erwischt, dann immer irgendwie richtig. Im Berchtesgaden ist auch früh abgesperrt. Grabenstedt, Autobahn entlang. Die haben jetzt Sandsäcke alles schon vorbereitet heute. Weil die Spitze ist ja noch nicht erreicht. Wie gesagt, jetzt setzt der Regen ein, dann kommt das Tauwasser. Also die rechnen die nächsten 48 Stunden damit. Gestern ist ja die ganze Zeit die Feuerwehr gefahren, habt ihr das gehört? In der Nacht auch. Hab ich In der Nacht? Okay. Relativ flott. Ich nicht. Ich vorne. Also in der Nacht haben wir die Feuerwehr die ganze Zeit gehört. Zu spät, zu spät. Wie machen die? Irgendwie so machen die. Aber der Ricardo hat es gut, der hockt daheim im Warmen, ja? Schaut blöd. Ja? Super. Das Schlimme ist halt aber die Vögel, ja. Jetzt gehen wir noch vor zur Brücke und dann schauen wir mal. So lange machen wir da nämlich nicht. Halt, weil daheim ist es wirklich ein bisschen gemütlicher. Aber schau mal, wie hoch das da hinten schon war. Siehst du das? Ja. Recht für euch kann das Handy halten. Also ich übergebe jetzt mal an den Robin, der Code ist nämlich auch super. Ja. Der darf gern dazu labern. Ja, super. Ja, schau die Vögel, siehst du das, bis warten. Ja. Ach, da oben ist Ettendorf. Da oben. Da wo sie der Söder immer rauffahren lässt. Am Leonhardi-Umritt. Da ist abgesperrt, ja. Aber nicht wie filmen, ja. Nein, das Wasser. Jemand hat geschrieben, irgendwie kenne ich Bayern nur mit Hitze und Regen. Ja, ne, darfst du halten. Ja, wir haben entweder Hitze oder Regen. Den Schnee gibt es schon lange nicht mehr. Warte, die Mama noch. Nein. Das ist ein anderes Auto. Und wollen wir die was zusammengekriegt? Ja. Siehst du mal, wie stark das ist. Siehst du den riesen Baum, der da drin hängt? Ja. Wahnsinn. Normal sieht man alle Malereien. Da schwimmt auch Holz, kleines. Ja. Ach da. Wir haben uns ja schon überlegt, ob wir nach Berchtesgaden. Wir haben uns ja schon überlegt, ob wir nach Berchtesgaden reinfahren, aber da ist katastrophenvoll. Und so haben wir gedacht, na, machen wir nicht. Scheiße. Warte. Kein Plastik rum. Ja, ist halt schon drin. Plastik zählt sein Leben. Aber da unten kann man noch durchgehen. Ja, aber wenn es schwer ist, dann ist passiert was. Ja, dann nicht. Aufgelegt, ne? Oder gehen wir auf die Brücke. Aber gibst mir das Handy? Danke. Wir gehen jetzt auf die Brücke. Aber ich habe das Handy jetzt lieber selber genommen, weil es ist ziemlich rutschig. Aber wenn das Ding da reinfliegt, ja gut, das iPhone, da springe ich hinterher natürlich. Alles kaputt. Ja, Furby, grüß dich. Ja, bei euch ist ja auch voll Scheiße in Österreich. Gell? Ihr seid so voll abgesoffen, habe ich gesehen. Da links auch. Rechts.
Gehen wir darüber. Ja. So. Oh ja. Baum. Der wird abgerissen. Wie gesagt, da kann man eigentlich sitzen und grillen. Wir wollten im Sommer noch Lagerfeuer machen da draußen, gell? Haben wir gar nicht geschafft. So, jetzt schauen wir da hinten ums Eck. Und dann werden wir uns langsam verabschieden und wieder zurückgehen, weil es ist echt ein Schmuddelwetter. Ich hoffe mal, dass wir so ein Wetter nicht haben. Wenn der Lichtsetzer Thorsten, der Landschaftsknipser und der Thorsten Engemann, aha. Aha. Das sind mehr als nur ein. So, und jetzt ganz ehrlich. Interessiert das an Markus, was da steht? Nein. Interessiert das? Nee, normal nicht, aber wenn Kinder dabei sind. Ein gutes Vorbild. Darf er da durchgehen? Ja. Nein. Nein. Nein, darf er nicht. Ja, also leider können wir nicht näher hin, weil da alles gesperrt ist. Siehst du? Nein, wir dürfen da nicht durchgehen. Gott, der Chat gesagt. Die andere Seite ist nicht gesperrt. Ah, das ist voll geil. Hab ich gesagt, das ist- Ja, ja. Aber schau mal, das ist gestern übergelaufen, ja? Ja. Siehst du, das ist alles mit Sand voll. Wir können aber da hinten weitergehen und da weitergehen. Okay. Weil da ist nicht abgesperrt. Jetzt schauen wir doch nur über die Brücke, ja? Weil da ist erst der Berg, plus noch halt Ja. Wie gesagt, noch schaut es gut aus. Der Pegelstand ist gerade rückläufig, aber wie gesagt, es hat jetzt zum Regnen wieder angefangen. Dann kommt das Tauwasser jetzt. Weil die Schneefall. Hä? Ah, wow. Wir sind jetzt genau an der Traun in Traunstein, Chiemgau, Oberbayern. Ja. Also da geht es ein bisschen tiefer runter die Straße, wie man so ein bisschen erkennen kann. Das Wasser war schon ziemlich hoch, kann man hier erkennen. Und da haben sie schon gegen die Flut abgesperrt, das habe ich noch nie gesehen. Da hinten kann man sehen, wie hoch das war. Die Feuerwehr hat Sandsäcke heute am Sonntag abgefüllt. Ich habe vorhin die Nachrichten angeschaut. Es ist bislang kein Feuerwehrmann im Einsatz jetzt. Ah, schau, da könnt ihr es erkennen. So weit war das schon herum. Schau. Und ja, jetzt kommt es darauf an, wie stark das wieder regnet. Und das Wasser von den Bergen, was das hingehauen hat, am Rossfeld haben wir schon Schnee oben. Wenn das jetzt wieder abtaut, dann kommt da auch noch ziemlich viel Wasser. Ja, ich würde sagen, der bleibt jetzt so, ja. Also gestern nachts war er um einiges höher, ich würde sagen so 1 Meter, 2 Meter. Da drüben die Fußgängerunterführung, die war komplett unter Wasser. Aber ich glaube nicht, dass da was Schlimmes passiert. Ha, verrückt, gell? Habe ich auch noch nie gesehen. Na gut. Also in Traunstein ist alles in Ordnung. Dann werden wir uns jetzt mal verabschieden. Man kann auch bei schlechtem Wetter mal rausgehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, auch vom Jonas, schönen Sonntag an den Chat und vom Robin. Schönen Sonntag. Schön, macht irgendwas Cooles, so yeah. Nichts Cooles. Also, ciao, ciao. Servus.